Es geht weiter mit einem neuen Part von Zelda Skyward Sword. Ich habe so keine Ahnung, wie viel der Part das schon ist, aber ich habe das Gefühl, es wird ein cooler Part. Inwiefern cool? Ja, weil wir im letzten Part unter anderem unseren Schild zurückgeholt haben, beziehungsweise einen anderen Schild geholt. Wir haben die Schleuder erhalten. Wir wissen jetzt ungefähr, wo Zelda ist und wir haben sogar einen geheimnisvollen Charakter noch getroffen, ich habe ja gesehen. Und da ist nur so ein... Muss das sein? Ja. Okay, ich mach mal kurz. Wow, das war gerade knapp. Nein! Seid ihr denn des Wahnsinns? Hilfe! Ich kann nicht mehr richtig aussprechen. Meine Fresse. Wieso sind Teufel hier Bienen gekommen? Okay, da oben hat's Bienen, aber... Wisst ihr was? Ich versuche jetzt mal was. Also wenn das nicht... Epic Fail wird, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, weil ich habe das Gefühl, die werden gleich nicht so erfreut sein. Na? Habe ich noch was? Kriege ich was? Bienenlaufen enthalten! Was zum Teufel? Beziehungsweise wofür zum Teufel sind die gut? Ja. Auch gut zu wissen. Und ich habe schon nur ein Viertel Herz verloren, Mann. Ach ja, apropos Herz. Falscher Knopf. Das meinte ich eigentlich nicht. Das hier meinte ich. Alles klar, Herzteil. Sehr schön, da werden sie uns angezeigt. Okay, da kommt noch später darunter, also das ist doch wohl noch nicht der Dungeon. Begeben wir uns weiter tief und tief in den Wald. Oh, noch so einer Menschenskill, gibt es eigentlich auch mal andere Gegner? Hallo? Danke. Ein Schmuckschädel erhalten. Wofür der auch immer gut sein soll. Immerhin haben wir einen. Ist doch nice, ohne Scheiß. Okay, mit dem dämlichen Reihen sollte ich auch aufhören. Noch mehr Munition. Wir können noch 20 insgesamt tragen. Alter, ist das fies. Ach nee. Oh nee, die Szene kenne ich doch noch. Beziehungsweise eine ähnliche Szene aus einem der Trailer, wo wir einen Goblin, beziehungsweise wo Link einen Goblin, der runter manövrieren musste auf dem Seil. Das war nur mies, beziehungsweise sah mies aus. Oh, jetzt sind sie sauer auf mich. Wah! Menschenskind gesagt, er hat Bienennest in seinem dämlichen Ort gelagert. Schaut wir nach? Ja, sind die bescheuert? Beziehungsweise sind die Entwickler bescheuert, sowas einzubauen. Wehe, die kommen mir nach. Wehe, die kommen mir nach. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Okay, ich höre sie nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, das Einzige, was ich höre, ist mein panischer Atem. Da oben ist schon wieder ein Gorone. Ist nicht der gleiche, oder? Egal, kurz hier rauf, weil wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, kann ich hier noch das Teil runterballern. Und ob ich recht habe, als kenne ich das Spiel auswendig, hey. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, stelle ich mich ziemlich bescheuert an. Ich will es nicht sagen sollen. Scheiße. Jo. Hey Gone, na was geht? Wie komm ich jetzt hoch? Ich will doch guten Tag sagen. Na, das kann ich. Stattdessen sagen wir so einen guten Tag. Was war jetzt das gerade? Ja. Und tschüss. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Ich wollte eigentlich eine Stichattacke ausführen am Schluss. Na. Wow, da schon wieder. Hä? Moment mal schnell, das lass ich nicht zweimal auf mir sitzen. Ich verliere ein Herz nach dem anderen. Das reicht mir. Das nächste Mal nehme ich wieder ein Schild. Meine Fresse. Okay, runterhangen, das sieht gefährlich aus. Ich habe schon nur 3 Herzen weniger. Ganz toll. Kann ich hier was übersehen? Ja. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Okay, da oben ist der Tempel, da ist Zelda. Wie komme ich jetzt da? Nee, oder? Nein! Oh. Irgendwas zum Henker. Habe ich noch ein Herz verloren? Nope, nichts passiert.
Wieso auch immer. Ich wollte eigentlich da hoch, Link. So, jetzt machst du es ja. Ein bisschen schneller, Alter. Ein bisschen schneller, habe ich gesagt. So, das wird noch gefährlich, Freunde. Ich hab's im Blut, ich hab's im Blut. Durch gefährlichen Situationen habe ich immer Blut. Und wieso? Weil ich da immer versage. Ganz einfach. Da, den Arsch hab ich gemeint. Hey, da kommt doch garantiert darüber gewatschelt und will mich runterballern. Ich hab sowas von vergessen, ey. Ey, ich hoffe, ich hab's vergessen. Komm schon runter mit dir! Ja. Das war knapp. Wow. Ich wollte ihn eigentlich zwar ganz anders runterschaukeln, aber ich hab's doch irgendwie hingekriegt. Haha. Trick 17. Genau wie das hier. Oh, doch nicht. Wow. Wisst ihr was? Ich muss mich mal kurz setzen. Ich muss auf den Topf. Und weil es hier im Wald keinen gibt, mach es halt so. Ist zwar schon ein bisschen billig, aber es hilft. Wow. Und wieder mal ein ungebetener Gast zur Stunde. Wer bist du denn, hä? Mach das Maul auf! Wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche doch einen kabellosen Nunchuck, weil sonst fehle ich ja nur noch. So untersuchen. Ne, speichern will ich noch nicht. Obwohl doch. Ich speichere ja mal. Zu gefährlich. Stürzt garantiert runter, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wer mich kennt, weiß, zu 90% der Fälle stürzt sich der runter. Mal gucken, ich hoffe jetzt mal bei Gott, dass heute die restlichen 10% an der Reihe sind. Geronimo! Okay, ich hatte Glück. Juhu! Ja, gleich nochmal. Geil. Und da ist die Krone von vorhin, glaube ich zumindest. Was bist du denn für eine? Bist du ein Dual-Typ? Der ist dual-fähig! Kann natürlich auch ganz schön nervig sein. Ja, wie gesagt, kann ganz schön nervig sein. Okay, ist noch ziemlich flink. Oder auch nicht. Na komm jetzt. Ah, daneben. Der macht also 2 Treffer. Mann. Wieso zum Henker funktioniert die Steuerung nicht mehr? Moment mal kurz. Jetzt unten nach oben. Ja, da auch. Schräg nach unten. Funktioniert doch alles. Was war denn gerade los? Ich habe keine Ahnung mehr, das zu sein, aber was soll's. Na, hallo, Alter! Es ist also doch der gleiche. Wie war schon wieder dein Name? Ich habe ihn vergessen. Kannst du dich wieder mal kurz vorstellen? Wieso? Sieh mal, in diesem Mod habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Was ist eine alte Schrift? Schon wieder Hyruleanisch? Das hier, es heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen habe. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie ein Stein gemeißelt, findest du nicht auch? Na, zumindest 10. Den alten Schriften zufolge, ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Echt? Du hast ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Willst ein Held sein, oder? Auf jeden. Das wollte ich hören und er freut sich wie 7 Tage Regenwetter. Also wären 7 Tage Regenwetter vorbei. Das Muster? Fällt dazu etwas ein? Und wie? Kann ich ihn eigentlich verletzen? Nö, gut. Weil sonst könnte es ziemlich wehtun. Schwert der Göttin in dem Pfad eine Kraft. Geronimo! Das war wohl fehl. Jetzt geht's! Und was passiert? Ein neues Item? Komm schon, komm schon! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Das Artefakt ist in den Himmel gestiegen! Die Kraft eines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das ist gar noch rätselhafter geworden. Nach den Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Was, alle da hochschicken? Okay, aber wieso überhaupt? Fragen über Fragen, die uns hier treffen, begegnen. Wir sind noch kurz runter, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Scheißweg nochmal zu machen. Geht doch, ich sehe gerade, da ist noch einer. Also ja, der Gegner, nein, Gegner ist gar keiner. Ich dachte schon, da wäre noch so ein Gegner, aber da ist auch so ein Stein. So ein Stein.
Steini, Steini. Ne, sonst gibt's nicht. Das sieht mir gerade etwas sehr ruhig hier aus. Yep, noch so einer. Strahl des heiligen Schwertes, Himmelhieb! Tja, und wofür ist das jetzt gut? Feierst du dazu eine Erklärung? Wie wär's mit Informationen? Wie muss ich die Umgebung? Versuch mal Umgebung. Du findest dich Motive. Dankeschön für diese überaus nützliche Erklärungen. Und das gerade war Sarkasmus, falls du es überhaupt verstehst. Kann man so einen Dungeon rein? Was jetzt schon wieder? In diesem Gebäude, glaube ich, soll das Aura zu spüren. Was ist das für ein Gebäude? Kannst du mir das auch verraten? Gleichzeitig aber spüre die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Perfekt. Wir müssen noch weitergehen. Aber logisch, je mehr Ungeheuer, desto besser. Ich brauche keine Hilfe, ich bin unschlagbar. Schön wär's. Wenn du Gefahr spürst, sollst du dich vielleicht... wenn du Gefahr spürst, sollst du dich vielleicht zurück in den Wolkenhaupt begeben und dich dort neu auszurüsten. Ich empfehle dir, einen Schild zu deinem Schutz sowie Herztränke mitzunehmen. Habe ich schon, falls du es mitbekommen hättest, und lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Sehr schön, und wer weiß, vielleicht bekomme ich hier noch einige Items, die ich brauchen könnte. Bezweifle es ehrlich gesagt, abgesehen von Rubinen gibt es hier wohl nichts mehr. Ich brauche hier auch nicht, okay, Rubine und Rubine, wieso auch nicht? Ne, sieht nicht so aus, als gäbe es hier etwas Besonderes. Auf der anderen Seite noch kurz nachschauen. Jupp. Ja! Auch nichts außer Rubinen. Kann man zwar nie genug haben. Ich schätze das einfach mal. Und tschüss. Was steht denn hier drauf? Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern den Wolken, schwingen im Weißen. Hä? Kapier ich nicht. Den Spruch kapier ich nicht, bring mal einen besseren. Okay. Und wie geht das Teil jetzt auf? Ich habe zwar eine Vermutung, aber... Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Ja, was du nicht sagst, ey. Das ist eine tolle Spielhilfe. Jetzt reicht's aber. Nix. Vielleicht näher ran. Nix. Okay, wo habe ich was übersehen? Hier hieß es doch irgendwas von in den Himmel recken oder so. Schaut in den Himmel und durchschießt den Stern, den Vogelschwingen im Weißen. Okay, Stern, Vogelschwingen, wo soll der Stern sein? Ja, was ist da drin? Das weiß ich mittlerweile auch. Vogelschwingen. Was sind hier Vögel? Alles klar, da fliegen ein paar rum. Den Stern durchschießen, hä? Kapiere ich jetzt überhaupt nicht. So, von hier aus komme ich, wa? Davon kann ich wohl ausgehen. Wenn ich jetzt hier mache... Beim besten Willen, hier ist nichts. Wo mache ich gerade einen Denkfehler? Vögelein, wo sind die schönen Vögelein? Nicht die! Sagte Vögel und nicht dämliche Ungeheuer. Moment, was ist denn das da oben? Ne, nichts. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was. Okay, es wird langsam peinlich hier. Ich muss mal was machen. Das schon hier oben, hier oben aus, dann kann ich mehr richtig reden. Habe ich vielleicht eine bessere Übersicht. Tatsache ist nicht wirklich. Verdammt! Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass was bringt das die Vogelstatue irgendwie. Na? Nee, bringt nichts.
Mal kurz speichern, sicherheitshalber. Ich weiß doch nicht, wieso sicherheitshalber, weil ich habe das Gefühl, ich kann mir sowieso nicht weiter. Moment mal. Vogelschwingen im Weißen. Ah, da oben, meine Fresse, den habe ich gar nicht gesehen. Wie mache ich jetzt das? Kann ich den nach oben werfen oder wie? Wäre ja auch zu schön gewesen, wa? Ich muss einfach mal so auf die ganz billige Weise. Ich kann mir zwar nicht denken, dass es funktioniert, aber pff. Ich habe nichts gesagt. Was ist hier? Irgendetwas spüre ich doch. Und damit, Freunde, sind wir im ersten Dungeon dieses Spiels, der Tempel des Himmelsblicks. Gebieter, ich nehme in diesem Tempel die Auren vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Hatte ich ohnehin vor, weil das ein Dungeon ist, den ich überhaupt nicht kenne. Speichern? Das ist doch perfekt, Leute. Wie sieht es mit dem Partende aus? Ne, ist noch nicht so weit und deshalb gehe ich einfach weiter. Gut. Türkisfarbene Pilze, die sind garantiert nicht gesund. Ein stabiles Netz, muss ich sagen. Heißt das, dass der Gegner eine Spinne ist oder wie? Hey. Ja, geht doch. Wir wagen uns langsam sicher vor. Es ist noch nicht viel Besonderes. Karte, sagt ihr uns schon was? Okay, wie es aussieht, brauchen wir gar keine speziellen Karten mehr. Das macht sie automatisch. Da geht's da also weiter. Ich merke gerade, unser Schwert ist ja tatsächlich stärker als das alte Übungsschwert. Weil das Übungsschwert hatte noch 2 Hiebe gebraucht. Das wollte ich jetzt gar nicht, sorry. Kann ich das Teil kaputt schießen? Ja, mal schauen, vielleicht geht es ja seitwärts. Sagt es seitwärts nach oben, nicht so seitwärts. Menschenskind Link. Doch, das funktioniert doch. Wieso macht das also nicht? Okay, offenbar geht's doch nicht. Ich drücke immer den falschen Knopf. Aus dem Weg, Mann! Ich sagte aus dem Weg! Okay, ein weiteres Bernstein. Was zum... Link, was war das gerade? Kannst du mir das mal verraten, Alter? Mir fehlt noch irgendwie so... Was war das noch? Irgendein Gegenstand fehlt mir noch, beziehungsweise ein Item, um ein Schild abzutreten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich weiß noch, wie es aussah. Dumm, das ist so eine seltsame Bestie. Okay, hier komme ich nicht weiter, das ist irgendwie wieder ein Mechanismus oder so. Nope, heißt ja, und es geht geradeaus weiter. Wow! Okay, das könnte übel enden. Wie machst du das am besten? Vermutlich so. Was ist überhaupt? Geht doch. Und tululu. Die Tür ist auf, oder?
Naja, also bisher sind die Rätsel noch nicht so besonders schwer, aber ich habe das Gefühl, das kommt alles noch. Keine Sorge, Freunde. Falls euch jetzt der Tempel etwas zu einfach erscheint, da bin ich mir sicher, das kommt noch. Oh je, ein Auge. Das ist nie gut. Ein einzelnes Auge ist nie gut. Ist das das, was ich mal im Trailer gesehen habe? Nicht ganz. Sorry. Ich hypnotisiere dich, Umsala, Umsala. Jetzt reicht's aber. Hä? Mann, Link, hey. Ich weg den Anschlag doch gar nicht. So, jetzt reicht's mir aber. Kalibrieren? So, jetzt nochmal. Ich hoffe, der behält mal etwas. Geht doch. Mir ist schwindelig. Das Auge ist gestorben, weil ihm schwindelig wurde. Oh mein Gott, was will uns Nintendo damit vermitteln? Dass die Tür offen ist, ganz einfach. Ja. Mein Gott, einen Mechanismus haben sie wohl noch nicht eingebaut. Vielleicht die Viecher wieder. Einfach just for fun! Und just for fun hat es nicht funktioniert. Frag mich nicht wieso, Freunde. So, ich mich geirrt. Du brauchst wirklich zwei. Wow, wow, wow. Mal diese Fernzünder-Dingsbumse. Jetzt brauchst du doch nur einen. Hä? Ich kapiere gar nichts mehr. Wow, wow. Das war knapp. Ich hab beinahe nicht mehr gesehen. Was ist denn das da vorne für einer? Ich will abspeichern? Brauche ich noch nicht. Brauche ich noch nicht. Was bist du denn für einer? Hallo. Okay, da verträgt er definitiv mehr. Aber ist dafür auch umso dümmer. Menschenskind, ich hatte das Schwert auf der Seite und nicht von oben nach unten. So, da aktivieren. Ich muss wieder mit der Schleuder, wie auch sonst. Jetzt gibt es eigentlich da unten noch Schönes. Weil ich will nicht für nichts wieder nichts da runterfallen. Da habe ich gar keinen Bock. Okay, kommt da vermutlich so hoch. Die Musik ist voll bedrohlich, beziehungsweise mysteriös. Was war denn das schon wieder? Fei! Jetzt will ich irgendwas. Habe Informationen zum Öffnen dieser Tür. Dann schieß mal los. Die zum Öffnen der Tür benötigte Vorrichtung muss sich in der Nähe befinden. Die Wahrscheinlichkeit, diese Vorrichtung durch sorgfältiges Umsehen zu entdecken, beträgt 80%. Ja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass das da vorne ist, oder? Dass ich schon von Anfang an entdeckt habe. Ja. Oder hast du das Gefühl, es gäbe hier noch was? Rubine, Rubine. Was ist denn das da oben? Ist das hier irgendeine Vorrichtung? Da oben geht es offenbar auch noch weiter. Meine Güte. Der Tempel scheint doch größer zu sein, als ich dachte, hier hat Spinnen. Spinnen! Ich hatte doch recht, das hat ja Spinnen. Kann ich da oben weiter? Sieht nicht so aus, wa? So. Die ist auch tot. Und natürlich zum Schluss noch die dritte. Und alle guten Dinge sind drei. Natürlich auch alle toten Spinnen sind drei. Das muss ich euch nicht erklären, oder Freunde? Ich meine, ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber ein bisschen Ekel habe ich doch. So. Was bringt mir jetzt das? Habe ich jetzt nur eine Abkürzung geschaffen? Voila, eine Abkürzung. Auch nicht übel. Moment mal. Da war das, da war das. Da muss ich da lang. Wow. Was ist drunter gefallen? Weil hier oben war ich noch gar nicht. Dämliche Pilze. Okay, ist also mein Fehler. Kommt da gar nicht hoch? Sieht zumindest nicht so aus. Verdammte Scheiße, es wird nicht so einfach. Jetzt muss ich wohl doch Raum für Raum einzeln abklappern. Dann kann ich von Anfang an alle Räume nehmen. Nee, geht nicht. Kann ich vergessen, das kann ich vergessen. Also erstmal den da. Tür, öffne dich. Juhu. Geht doch. Die ist nicht auf. Dabei habe ich eigentlich gerechnet. Da war auch einen Schlüssel, sehe ich gerade.
Und was ich gerade auch sehe, ist, dass der Part zu Ende ist. Meine Güte. Jetzt noch kurz aufmachen. Ja, was wartet uns denn eigentlich hier? Spielnetz. Link, ich hab das Schwert gezogen. Da macht gefälligst auch, was ich sage. So geht doch. So, Freunde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part zu beenden, weil es hier gerade etwas ruhig ist und keine Gegner kommen. Im nächsten Part geht es hier im Tempel weiter. Ich bin gespannt. Gibt es hier wirklich auch ein eigenes Dungeon-Item, wie bisher auch? Treffen hier vielleicht schon den ersten Zwischengegner? Und wie sieht es mit dem Endboss aus? All das und noch vieles mehr vielleicht im nächsten Part. Und Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.